Guten Morgen, ich bin Marie-Christine Ries, Pastoralreferentin und responsable vom Projekt Recht Hand, dem diözesane Flüchtlingsprojekt. Als erstes ging ich gerne das Buch vorstellen aus der Reihe Ignatianische Impulse, wenn wir an Grenzen kommen. Das Buch war schon 2018 herausgekommen, mir war durch das Jahr wie der Lockdown, durch den Covid-19 gekommen, mit Frieden ein Jahr gelesen. Es geht um Hoffnung, Hoffnung leben und Hoffnung gehen. Und neben einer mehr theoretischen Erfahrung, als für allem einen ganz praktischen Übungsweg dran. So über 4 Wochen verteilt, mit Texten, mit biblischen Texten, für selber auf die Spur von der Hoffnung am eigenen Leben zu kommen. Und dann, und das ist das, was mir am Buch genial gefallen hat, die Hoffnung auch mit anderen zu teilen. Und gerade auch mit Menschen aus dem Bereich von Migration und Flüchtlingen, was wirklich von meinen Schwerpunkten ist. Für mich ist noch immer Hoffnung ein Markenzeichen von Menschen, die leben, von Christinnen und Christen. Und dafür kann ich das Buch, wenn wir an Grenzen kommen, kann ich wirklich nicht mehr empfehlen. Neben meiner Arbeit am Bereich Diakonie bin ich auch immer am der Frauenarbeit aktiv gewesen. Kommission Frauen der Kirche, Frauenbeauftragte, und Schwester Philippe Rath, Benediktinerin, und für allem delegiert beim Synodale Weg, die hat ein Buch herausgegeben, weil Gott es so will. Und Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. Ein geniales Buch. Schwester Rath, als Delegiert vom Synodale Weg und als Member vom Synodeforum Frauen und Macht in der Kirche, hat ein Mail rausgeschickt letztes Jahr, für zu fragen, Témoignagen von Frauen zu kriegen, die sich eine Berufung drohen. Sie als überrannt gehen mit Antworten, über 150 Frauen haben spontan auf ihre Mail geantwortet, und daraus hat sie eine Publikation gemacht. Und nach den Publikationen sind noch 2 Frauen aus Lützeburg, die ihr Beiträge geschickt haben. Ich fand das Buch einfach gut, weil es sieht, dass Frauen eine Berufung an sich drohen, weil Gott es so will. Und nicht für sich irgendeinen Zeitgeist anzupassen, aber weil es am nächsten von ihrem Leben ist. Das Buch, was den nicht soll, vom ersten bis zum letzten Témoignage lesen. Kann ihn immer nächst dran gucken, lesen, spürt den sich vielleicht bestärkt, auch früher den auch etwas von dem Leiden, was Frauen und der Kirche und trotzdem bleiben. Gehört zu meinen Lieblingsbüchern von diesem Jahr. Mein Name ist Paul Galles, ich bin am Moment politisch aktiv. Ich habe eine Woche geschafft als Pastor bei der Caritas als Sozialarbeit mit den Jugendlichen. Und ich bin ganz froh, dass ich auch nach Member bin vom CA, von der Wurzelbildung, was wirklich ein ganz flotter und dynamischer Verein ist. Ich habe ein ganz flottes Buch gelesen, und das heißt Manifest für die Tiere, Corinne Pelluchon, französische Philosophin. Ich habe es schon auf Deutsch gelesen, obwohl es auf Französisch geschrieben ist, dass mich hat eben so an der Grabcode. Das ist ein ganz interessantes Buch, das auch viel diskutiert wird. Corinne Pelluchon hat einen philosophischen Approach zur Frage, wie wir mit den Tieren umgehen. Und eigentlich, wenn man das Buch genau guckt, dann ist es nicht ein Buch über Tiere, sondern das ist ein Buch über Menschen. Wie sie mir Menschen gehen, wie dass wir kapabel sind oder sind, so mit den Tieren umzugehen, wie wir gerade mit den Tieren umgehen. Das heißt, wie sind wir Menschen eigentlich? Und Corinne Pelluchon stellt die These, ob das die industrielle Revolution dazu gefordert hat, dass wir alles industrialisieren, instrumentalisieren und alles für als individuelle Bedürfnisse passen. Und zwar dafür auch ganz viele andere Lebewesen, inklusive Menschen unterdrücken, Frauen, Kinder, Sklaven, Arbeiter und so weiter und so fort. Es geht also darum, hier in diesem Buch eigentlich eine Befreiung von diesem alten Denken, viel zu bereden, zu proposieren, ein Neudenken, was auch dazu führt, dann eben den Tieren vis-à-vis sich ganz ähnlich zu verhalten. Was möchte Menschen an Tieren eigentlich aus? Wie können sie sich begegnen? Corinne Pelluchon sieht nicht, dass es geht so, Menschen und Tiere sind total getrennt und also nicht mal nicht zu denen. Sie darf auch nicht, dass der Mensch einfach auch schüsst ein Tier ist, mit sieht,
das, was sie begehende leist, an die Iwer-Kategorie, zu der sie allen zwei gehören, als dass sie Lebewesen sind. Corinne Pelluchan schwätzt davon, von einem neuen Zeitalter, von den Lebewesen, wo Lebewesen mit ihnen umgehen als Lebewesen. Und zwar je nachdem, was sie sind. Tut gar keinen Wert, einem Wahl oder einem Delfin Wahlrecht zu gehen in unserem Wahlsystem. Mit deren aber Rechte. Sie sind zwar kein Bürger in unserer Gesellschaft, aber sie sind einfach politisch Subjekte vis-à-vis von denen wir eine moralische Verantwortung haben. Und zum Schluss, was ganz wichtig ist, der Knackpunkt vom ganzen Buch als ein Staat, meine ich, dass Corinne Pelluchan sieht, wir müssen einen Mattlet als Menschen entwickeln, dafür für Lebewesen, die wir gesehen leiden. Ein Mattlet, Empathie. Weil, wenn wir Mattlet tun, das lädt als ganz moralische Verfassung zugrunde und eine moralische Haltung. In diesem Buch geht es auch darum, das Gewünschte zu ändern, beim Essen, der Ernährung, also bei der Kleidung und auch bei anderen Sachen. Es geht nicht darum, Moralapostel zu sein und als großartig als Menschen zu verurteilen, mir eigentlich zu sagen, wenn wir das Denken ändern, also Bildungsauftrag unholen, dann wird es automatisch dazu führen, dass wir ganz anders auf werden denken, vis-à-vis von den Tieren. Es geht also um eine Transition von einem Bildungsauftrag. Das Buch, Manifest für die Tiere, von Corinne Pelluchan, ist ein richtig, richtig interessantes Buch. Das ist nicht dick, das ist also sehr gelesen und das ist wirklich interessant und ich kann immer rekommandieren. Mein Name ist Theo Peporte. Ich habe mal für eine Zeit an dem Bücherzelt, wie noch nicht so digital war, mitgeschafft. An der Weiterbildung an habe die letzten Jahre von meinem beruflichen Leben Kommunikation für die katholische Kirche gemacht. Es gibt auch Bücher, die ihn nicht mehr lassen oder vielleicht die ihn so treffen, dass ihn aufpasst, für nicht zu sehr zu lesen, weil das Buch zu sehr rüber ist. So ein Buch nicht mal bräuchte. Das von Lorenz macht die Türen auf, Spiritualität für freie Geister. Das bei Herder herauskommt am Herbst 2019. Und der Lorenz Marti, ein Mann, Geburt 1952, studiert Geschichte und Politikwissenschaft, schafft über 30 Jahre an der Redaktion Religion vom Schweizer Radio und hat entretemps 6 Bücher geschrieben. Für einen knappen Jahr ist der Mann am Alter von 60 Jahren gestorben. Und das ist sein letztes Buch, von dem hier seht, es wäre auch sein persönliches Buch. Der Lorenz Marti probiert etwas, was nicht ganz einfach ist. Er erklärt Spiritualität mit und ohne Religion. Für die Note sind die 2 Varianten möglich. Spiritualität also nicht einfach dasselbe wie Religion. Wenn ihr Kapitelüberschriften vom Buch guckt, dann seid ihr doof, wie ihr die Großthemen benennt, über die ihr wollt schwätzen, über die dem geht. Freiheit, Sinn, Vertrauen, Wohlrecht, Gelassenheit. Und dann am Kapitel gehen so 2, 3 Seiten lang Texte, 4, 5 pro Kapitel, und die haben damit poetische Überschriften. Du liest ihn dann das unstillbare Gefühl, Aufrechtgehen, Ewigkeit im Augenblick, ein fröhlicher Unglaube oder auch das Schaf und mein Herz. Leicht verständlich geschrieben, liest sich wirklich gut, dann noch mit Witz, probierte Note der Spiritualität, auch, und das ist wichtig, auch seiner eigener mehr zu kommen. Dabei inspiriert er sich durchaus auch bei Philosophen, Theologen, Literaten aus verschiedenen Jahrhunderten. So zitierten zum Beispiel Hannah Arendt, den Albert Camus, den Meister Eckhart, den Romano Guardini, den Martin Luther, den Bertrand Russell, Karl Popper, Paul Tillich und noch manche andere. Aber was für mich danach positiv hervorsticht, das die persönliche Spruch, da schwätzt ein Ich an Ich-Form, da geht selber auf den Weg, als freie Geist, ein Weg durchaus berührt von den Weisheiten vom Christentum, mehr den nicht mehr bereit ist, der Last von den dogmatischen Lehren mit sich herumzuschläfen. Und der Konklusion, wenn eine präzise Antwort sicht ob Lebens- oder Glaubensfragen, dann ist das nicht das richtige Buch, losfangen weg.
Mit den aber seg frohen weiterspannen will, die berät das, sich op een Weh zu machen, an den opgenug as für sich überraschen zu lassen, vielleicht sogar für sich auch vorstellen zu lassen, für den as das eng richtig gut Lektür. Wie seht ihr als Macht, die zum Schluss zu singen Vierwort Türen auf und hinaus ins Freie. Da das mein Buchtipp, den ich nicht kann, rekommandieren. Mein Nummer ist Michael Scholer. Ich habe während 20 Jahren an der Ausbildung geschafft und du auch war ich Koordination vom Bischofszelt und ich mit viel Fried gemacht. Nach meiner beruflichen Karriere habe ich angefangen, unter anderem Visitideen an der Stadt zu machen zum Thema Nachhaltigkeit als Guide. Und du hast den Thema von den Kleidern mal begegnet. Und an dem Kontext würde ich ein Buch vorstellen, das heißt Fashion Changers. Autoren heißen Jana Braumüller, Vreni Jäckle und Nina Lorenzen. Da können die Mengen, das wäre ein überflächliches Thema in Zeiten von Pandemie, von anderen Krisen. Aber das ist aber so, dass die Modeindustrie so Ausmaße geholt hat, dass sie maßgeblich zum CO2-Ausstoß auf unserem Planet beiträgt und auch zum Verbrauch von den Ressourcen. Der Untertitel vom Buch ist, wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können. Da hört ihr schon, in welche Richtung es geht. Da können die Mengen, oh je, soll man ein T-Shirt als Bio-Cotting kaufen, für die Welt zu retten. Nee, Gott sei Dank ist das Buch nicht so naiv, das ist überhaupt nicht naiv. Kriegt eine ganze Kopf Hintergrundinformationen, die erklären, wie komplex das Thema ist. Ganz wichtig für das Buch überhaupt rauszusichern war mir, dass das Buch positiv weist. Was kann ihn ändern, was soll auf politischer Basis geschehen. Und es weist für allem eine ganze Gruppe Leute, Entreprisen, Modelabel mit flotten Ideen, an denen im Prinzip von der Gemeinwohlökonomie schaffen. Das heißt, dass für sie das Wichtigste ist, das Wohl vom Mensch, das Wohl vom Tier und auch den Zustand von unserer Erde, diese schützen wollen. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel an dem Buch auch Material, aus dem als Kleider hergestellt gehen, immer mehr, auf jeden allem aus der letzter Zeit Polyester. Polyester hat das Problem, dass es aus Petrol hergestellt wird, nicht nachhaltig, nicht biologisch kann aufgebaut gehen, nicht nur wie es als Ressource und noch Mikroplastik verursacht. Mikroplastik ist ganz schädlich für die Menschen, weil es schädliche Substanzen enthält und noch wegen Magnet schädliche Substanzen, die am Wasser sind, nach unten und durch die Konzentration von den schädlichen Substanzen an die Luft geht. Es gibt eine ganze Gruppe Alternativen an diesem Buch gewiesen. Klar gibt die besten Umgang mit Kleidung als möglichst wenig kaufen. Gut Qualität kaufen, für das sie das, was den heute auch noch kann, reparieren in einer Zeit, gut pflegen, verschenken, tauschen, Second-Hand-Kleider kaufen, für Ressourcen zu schonen oder sogar für eine extra Occasion, zum Beispiel Kleider zu lohnen. Ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema im Buch sind noch die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die Kleider herstellen. Das sind zu 80% Frauen, schlecht bezahlt, sie haben keine Rechte und sie machen auch noch eine ungesunde Arbeit. Wie man als Visitideen, also die heißen Citywalks, und die sind von der ASTM organisiert, wie man die gemacht haben, und da sind wir unter anderem an den Kleiderboutique gegangen, wo da Kleider präsentiert gehen, die Labeln haben. Die Labeln, die eben darauf hinweisen, in welchen Konditionen Kleider produziert sind. Und ich mich mit der Thematik mehr auseinandergesetzt gesagt, an meine eigenen Kleider geguckt, und ich kann hier aufzählen, was hier alles nicht gut ist, was ich hier unhut. Da denkt sich, was gut in diesen Sachen hier ist, dass ich sie lang halte, gut Pflege, gut Qualität. Wie ich sie gekauft habe,
Du hunsch noch net no Label geguckt, an och net zum Beispiel wat man ganz Herz leiter, das Leet vun den Deieren. Deieren, die Leute muss bei der Wollproduktion zum Deel, der kann vielleicht all die Geschichte mit den Merino-Schof, die Hannen rasiert gehen ohne Betäubung oder wo Haut wäsch geschnitten wird ohne Betäubung für den Gewinn zu optimisieren. Kann ich sogar so weit gehen, also will ich Seid kaufen, da gehen Traupen am Kokon mat gekacht an het gëtt peaceful Silk. Dat heißt, da gehen Traupen aus dem Kokon rausgemacht, eher de Kokon gekacht gëtt fir Seid zu machen. Dat sind alles so ganz flott Pisten. Vieles fängt recht an, aber für den Nutzen zu gehen, fand ich ganz spannend. Also, das Buch Fashion Changers kann ganz viel Wertvolles den Leuten bringen, besonders auch heute zu Lützeburg.